hinzubringen. Nee, ich habe geduscht. Ja, heute ist das Thema Gebet für Beziehungen und auch Familie und das ist nicht ganz so ein einfaches Thema, weil wenn man Leute fragt, wie sieht es aus in Freundschaften, Beziehungen, dann hört man ganz Verschiedenes, weil man sagt, man kann nicht ohne Freunde leben, aber mit Freunden zu leben ist auch eine Herausforderung, weil man wird enttäuscht, man wird verletzt, man hat Erwartungen. Die Erwartungen sind sehr oft nicht ausgesprochen, sondern was man sich wünscht und dann vergisst man sehr oft auch, ganz Susanne, was bringt man dann selber in dem Sinne mit und Susanne beginnt doch mit einem Gebet heute und dann gehen wir ein paar Gedanken hinein, die sehr praktisch sind. Wir wollen das immer sehr praktisch auch machen, damit du dann auch vom Verlauf vom Tag eine Gebetswoche. Gebet ist ja nicht nur ein Monolog, wo wir etwas zu Gott sagen, sondern es ist auch ein Moment, wo wir hören und auch reflektieren und den Stift in die Hand nehmen und sagen, okay Gott, wie siehst denn du diese Punkte? Darum ist es immer auch ein Dialog und ich liebe, dass diese Gebete nicht nur einfach, man gibt es Gott hin und dann glaubt man, Gott macht alles selber. Es ist immer ein Teamwork und das ist eben manchmal ein bisschen ein Challenge. Ja, und Jesus, ich möchte dir Danke sagen für die Gebetszeit von heute. Ja. Und heute geht es um Beziehungen, um Familie, um meine Herkunftsfamilie, um meine Familie, wo ich drin lebe. Und himmlischer Vater, das hast du geschaffen. Du hast uns geschaffen für Beziehung. Und wie schön, dass wir am Anfang des Jahres dich um Hilfe bitten können, dich um Weisheit bitten können, dass wir weise Beziehungen leben können, dass wir Beziehung und Familie weise in deiner Weisheit leben können. Offenbare du dich in der nächsten halben Stunde, was du darüber denkst, durch das, was wir vorbereitet haben, durch unsere Gebete, dass wir eine neue Sicht bekommen, deine Sicht bekommen in unseren Beziehungen. Segne uns mit deiner Sicht über unsere Beziehungen. Amen. Es gibt ganz verschiedene Konstellationen und dann werden wir ganz praktisch beten. Es gibt diejenigen, die haben, sage ich mal, eine Familie, das blüht richtig auf und andere haben eine Familie und man hat sich getrennt oder die Kinder sind nicht so unterwegs, wie man sich das vorstellt. Andere sind Single, andere haben Freundschaften erlebt, die sind super gut, aber auch vielleicht sehr verletzende, toxische, einnehmende Freundschaften. Andere sind in einer Datingphase, andere sind verliebt, sind verlobt. Ich hatte wirklich die letzten paar Wochen viele Gespräche genau über das Thema Beziehungen, auch Familie und ich werde immer gefragt, ja, wie macht man dann das, dass man eine glückliche Familie und Freunde hat. Und ich möchte ganz am Anfang ein Wort sagen, es ist ein Arbeiten daran. Es gibt keine perfekte Familie und es ist auch nicht so, dass du einmal etwas entdeckt hast, dass es immer dann funktioniert. Es verändert sich ständig. Also allein wenn du Kinder hast, dann sind sie 1 Jahr alt und das ist ein Riesensprung und dann von 1 Jahr bis zum Kindergarten nochmals ein Sprung und dann kommt ein zweites Kind, kommt ein drittes Kind und dann beginnt die Frau zu arbeiten oder der Mann beginnt zu reduzieren, gibt es verschiedene Modelle und du merkst, du bist eigentlich ständig immer wieder in einer Spannungsfeld dich neu erfinden und kein Wunder, sagt man, bist du dann müde. Das Erste, und das ist wichtig und das ist eigentlich eine Grundlage und es mag vielleicht sogar logisch sein, das Erste, wenn man für gute Familien und gute Freundschaften betet, ist, man braucht eine gesunde Beziehung zu Gott. Weil wenn man da das nicht lernt, in dem Sinne, Adam und Eva hatten eine Freundschaft mit Gott und ich möchte da auch eine Klammer machen, Adam war im Paradies, er war mit Gott, es gab keine Sünde, es gab keine Fehler, Gott hat dann irgendwann gemerkt, er ist alleine. Also man sagt nur Gott alleine, sagt immer eine Klammer, ja und doch nein, weil Gott hat gesagt, ihm fehlt etwas, ein Gegenüber in dem Sinne. Es ist immer eine Kombination, du machst das Kreuz und du siehst, die eine, das Horizontale ist länger als das Vertikale. Aber wenn man nicht lernt, ganz konkret, dass Gott die Quelle ist, und das ist mega wichtig, hast du folgende Probleme, wenn du nicht mehr weiter weißt in der Freundschaft, du hast keine Quelle, du hast keine Hilfe, du hast keine Hoffnung, du hast nicht jemanden, der dich reflektiert. Ich finde, Gott ist für mich der krasseste Coach, weil wenn mir ein Freund das sagt, bin ich manchmal beleidigt, aber wenn Gott mir was sagt, denke ich, okay, der ist allmächtig, der ist allwissend. Und das ist mega wichtig, dass man wirklich lernt, alle Wünsche, alle Früchte, ich sage jetzt mal, da in eine Beziehung mit Gott hineinzugehen. Und Susanne, ich denke an David, der hatte viele Challenges, der König David in dem Sinne. Aber wenn man die Psalmen dann mal liest, wie er dann den Frust mit Gott erklärt, also er hat Rachepsalmen gemacht, er hat Klagepsalmen gemacht. Man sagt, also fast 2 Drittel der Psalmen ist nicht Worship, ist nicht Anbetung. Ich finde, wir haben immer ein falsches Bild über die Psalmen.
Das sind Rachepsalmen, Klagepsalmen, wo David sein Herz ausschüttet, und zwar in voller Wucht, wo er sagt: Gott, schlag meinen Feinden die Zähne aus, so blutig, dass sie nicht mehr gesund werden, schlag sie tot. Also wenn ich das im Gottesdienst, Celebration sagen würde: hey, betet diese Woche, dass Gott deine Freunde totschlägt, würden alle sagen: du, was ist da mit dir los? Er hat sein Herz ausgeschüttet, und ich möchte einfach, das Erste, das wir jetzt machen zusammen, ist, dass du deinen Frust Gott ausschüttest. Da, wo du enttäuscht bist, vielleicht bist du auch enttäuscht und hast es gar nie ausgesprochen, weil du vielleicht von deiner Frau, deinem Mann, deinem Pastor, deiner Kirche, deiner Small Group, you name it, ganz andere Dinge erwartest. Oder du wurdest wirklich einfach umgangen, du wurdest nicht gesehen, du wurdest beleidigt, du wurdest nicht angehört. Was auch immer das Thema ist, I don't know. Aber dass du jetzt in einem ganz bewussten Gebet, und du kannst das auch, wenn du willst, vielleicht hilft dir das, wie ein Brief zu schreiben, wie so ein Anklagebrief über Freundschaften, Dinge. Ich sage jetzt mal an Judas, der hat Jesus bitter enttäuscht, auch die Jünger, die liefen alle beim Kreuz weg. Wir lesen das so romantisch. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen. Sie haben keine Ahnung, was sie mir antun. Das lesen wir so romantisch. Der hat gekämpft mit den Gefühlen. Und das kann dir helfen, einfach diese Dinge mal bei Gott zu platzieren. Das ist das eine. Und dann lernst du eben auch, mit Gott in eine Freundschaft zu kommen, in einen Dialog zu kommen. Darum sage ich, wenn du nicht lernst, dass Gott ist deine erste Quelle, dann wirst du von deinen Freundschaften Dinge erwarten, die sind absolut unmöglich. Und das ist eben das andere. Susanne, willst du uns ein Gebet reinleiten, einfach, dass wir diese Dinge in einer Freundschaft von Gott empfangen? Ist eine Quelle, das eine, aber es ist auch etwas, was, wenn man ein Gefäß hat und es hat Löcher drin, es reinigt das Gefäß auch wieder. Ja, und himmlischer Vater, wir kommen vor dich. Und es gibt das Bild der Anklagebank, und es gibt Freunde, es gibt Familienmitglieder, die habe ich, die hast vielleicht auch du auf der Anklagebank. Vielleicht dein Vater, deine Mutter, Schwester, Bruder, vielleicht auch dein Ehemann, dein Partner, deine Nachbarn. Und himmlischer Vater, aus den Psalmen, wie Leo gesagt hat, lesen wir, dass David seinen ganzen Frust darüber rausgelassen hat. Und heute ist der Moment, wo wir nicht über unsere Situation jammern, sondern wo wir vor Gericht gehen. Und das heißt, wir klagen. Wir klagen vor dir, was schiefgelaufen ist. Wir klagen vor dir. Und das heißt, wir stellen uns vor dich und bringen dir diese Situation. Und wir lösen uns von diesen Gefühlen, lösen wir aus uns heraus, und wir bringen sie vor dich, himmlischer Vater. Sei das in einem Brief, sei das in einer Auflistung, oder sei das indem dass wir es einfach aussprechen. Es ist aus uns heraus, und hilf uns, dass wir diese negativen Gefühle und Gedanken über Beziehungen aus uns heraus einfach vor dich bringen können, vor deine Anklagebank. Ja. Und du kannst das ja auch dann in Ruhe nochmals nachschauen, aber was dann ist, dann kommt Jesus ins Spiel. Himmlischer Vater, du hast Jesus geschickt, der diese Anklagebriefe einfach bezahlt hat. Und lass uns das spüren, lass uns die Kraft spüren von diesem Blut von Jesus Christus, das beginnt zu reinigen, dass wir wieder frei sind für gute Beziehungen, für neue Gedanken über unsere Mitmenschen. Ja. Und himmlischer Vater, du siehst diesen Prozess, den wir vielleicht x-mal durchspielen müssen, durchbeten müssen. Und du kannst auch jetzt direkt Heilung bringen, weil wir das vor dich bringen als Klage, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Erlösung brauchen. Ja. Vielleicht, ich möchte dich zwei Sachen fragen, Susanna. Du bist ja immer 1 bis 2 Stunden vor den Kindern aufgestanden, um eben über der Sache zu sein. Und wenn man eben mit Gott, nicht zuerst mit Gott den Morgen verbringt, und das ist Gebet, ist ja, man spiegelt das Herzen, man legt diese Dinge hin, wo man frustriert ist, man fragt Gott für Weisheit, für Erkenntnis, alle diese Dinge. Und wenn man einfach in den Tag hineingeht, ist man man steht wie nicht über der Sache. Du hast bewusst in deiner Agenda, und ich weiß, es ist jetzt gar nicht so einfach, das reinzubauen, du hast das bewusst gemacht,
Sag uns ein, zwei Sätze. Ich habe schon natürlich jetzt schon viel gesagt, aber was hat das ihr gebracht, einfach früher aufzustehen? Genau das, was du gesagt hast, weil ich konnte den Tag mit Gott vorbereiten. Und in Römer 5, Vers 5 steht, und diese Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, Ja. den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Genau das, was wir vorhin gebetet haben, das mache ich jeden Morgen. Ich schütte mein Herz vor Gott aus, damit er mich mit seiner Liebe neu füllen kann. Ich werde geliebt von meinem Ehemann, ich werde geliebt von meinen Kindern, aber es darf nicht die Quelle sein und es kann nicht die Quelle sein, weil es kommt nicht die Anerkennung, es kommt nicht die Identität, die ich brauche, nicht von den Kindern, nicht von meinem Ehemann, auch wenn du ein absolut genialer Ehemann bist und der Beste, den ich mir je vorstellen kann, aber das ist genau das, ich lehre mich jeden Morgen vor Gott aus, ich lasse mich füllen von seiner Liebe, dass ich einfach weiß, ich habe etwas zu geben und ich reagiere im Tag nicht aus Mangel heraus, grundsätzlich. Also ich meine, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, aber der Fokus ist anders gelegt. Also damit man muss schauen, dass man wieder über der Sache steht. Und das ist, wenn man eine Herausforderung hat ja Martin Luther gesagt, ich habe so viel Arbeit, ich muss 2 Stunden früher aufzustehen, um das mit Gott zu verarbeiten. Und er hat gesagt, ich muss über der Sache stehen. Und eine andere Sache, ich möchte an diesem Punkt bleiben, ist, es gibt einige Dinge, wo Susanna sich das anders vorgestellt hat, wie ich bin. Ich bin nicht der perfekte Ehemann. Wir haben immer die Diskussion, was findest du gut, was findest du schlecht und umgekehrt ja auch. Und das ist wirklich so, es gibt kein perfektes Paket. Es gibt kein perfektes Paket und ich sage, glückliche Menschen müssen lernen, jetzt kommt ein Wort, mit dem Unvollkommenen zu leben, das Unvollkommene zu umarmen, weil du hast deine Geschichte, du hast deine Wünsche, du hast deine Vorstellungen, manchmal ein Märchenschloss irgendwie aufgebaut, das ist alles nicht falsch. Und das ist das andere, dass man eben bei Gott auch diese Dinge ausschüttet, wo man sagt, das hätte ich mir anders vorgestellt. Also zum Beispiel, wie wir Weihnachten feiern, das ist ein kleines Detail, ist Susanne völlig, immer jedes Jahr denkt sie, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Das ist ein großer Tag, ein emotioneller Tag. Und ich sage, logisch gebe ich mir Mühe, ihr zu gefallen und auch über meinen Schatten zu springen. Aber auch wenn ich über meinen Schatten springe und das mache ich, ist es immer noch nicht das, was sie sich vorstellt. Und darum ist es einfach vielleicht ein No-Brainer, dass das Erste ist, dass man Zeit mit Gott verbringt, das ist ein Dialog. Das Zweite ist, dass man betet, ganz konkret betet für die Freunde und dass man auch betet für die Familie. Und das muss man wirklich, ich kann es nicht anders sagen, das muss man in die Agenda reinplanen. Mir hat eine Person gesagt, sie fährt mit dem Elektrofahrrad zur Arbeit, ich glaube 3-mal pro Woche. Und sie hat den Weg, den sie fährt, dahin betet sie für die Familie und auch für die Freunde und auch für die Partnerwahl der Kinder. Immer das gleiche Gebet. Und es ist wie ein Ritual, weil man geht immer davon aus, ja, Freundschaft, das funktioniert einfach. Aber ich glaube, Gebet ist etwas, wo man Freundschaften eindeckt und auch einfach konkret für Freunde betet, weil es ist einfach nicht selbstverständlich. Jesus hat am Ende, bevor er in den Himmel ging, den Jüngern gesagt, ich habe noch eine Sache an euch, bleibt in der Einheit. Also Einheit ist umkämpft, weil der Teufel kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Wenn er einen Keil reinschieben kann, dann hat er alles erreicht. Und dass du wie in deiner Agenda überlegst, wo bete ich für die Freunde, Freundinnen und nicht nur, wo jammere ich, wo habe ich das Gefühl, sie kümmern sich nicht um mich, sondern wo nehme ich geistlich einen Einfluss, dass eben auch das geistlich ist. Wie David und Jonathan, ein gutes Beispiel im Alten Testament, das waren wie so, ich sage jetzt mal, Blutsbrüder, Soulmates sagt man auf Englisch. Das waren wie so, die waren so eng zusammen. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen jetzt einfach kurz einen Moment nehmen, Zeit nehmen, wo du dir überlegst, was hast du für Freundschaften? Vielleicht hast du auch keine Freunde. Wir werden noch da beten, dass Gott dir diese Menschen gibt. Das möchte ich mal für das beten, was du hast. Du hast vielleicht eine Frau, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du noch Eltern. Einfach, dass man anschaust, ich nenne das dein Dunstkreis, liegt das Wort, dein Dunstkreis in deinem Leben. Und Vater, ich danke dir für alles, was du mir anvertraut hast. Und ich nehme jetzt in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt, nehme ich diese Autorität in die Hände,
dass du mir die Autorität gegeben hast, zu segnen. Und ich spreche den Segen, die Gunst und das Gutwollen Gottes auch aus über meine Freundschaften, die du mir anvertraut hast. Und ich nehme diesen Einfluss, sonst kannst du im Gebet ganz kurz diese Namen aussprechen. Sprech diese Namen aus von deinen Freundinnen, von deinen Freunden, von deiner Frau, von den Kindern, deiner Mutter, dein Vater, auch vielleicht dein Pastor, du sagst, deine Pastorin, du sagst, das sind ganz, ganz enge Leute, dein Small Group Leiter, Leiterin, das Team, das Ministry, wo du drin bist. Einfach sprich es aus, segne sie in der höchsten Instanz, den es gibt. Es ist nicht einfach so ein bisschen Schlagsahne auf die Torte, es ist wie ein Tortenboden, den du legst. Das Fundament, auf das man alles aufbaut. Und wir segnen jetzt einfach diese Namen, diese Jonathans, diese Ruth und Naomi, wie ein Dreamteam, wo zusammen durch dick und dünn gingen. Und ich möchte dich jetzt auch einfach motivieren, ich habe das gesagt mit dem Fahrrad, was ist ein Ritual? Also es ist einfach so, wenn man kein Ritual hat, dann gehen die guten Vorsätze verloren. Und gell, es ist wirklich so, wenn ich dann das Predigten höre, mach das, mach das, mach das, mach das, dann denke ich mir, meine Güte, den Sabbat muss ich halten und das und das. Und das. Es ist ganz einfach, das jüdische Volk hat diese Dinge eingebaut in den Kalender. Darum hatten sie ja Feste. Wenn Leute sagen zum Beispiel, ja, Weihnachten ist ein heidnisches Fest, dann sage ich, was Leute nicht verstehen, man muss solche Feste in die Agenda einbinden. Ob es das Weihnachten oder Frühling ist, ganz ehrlich. Also das ist für mich Peanuts. Das ist gar nicht der Punkt, weil du musst es ja irgendwann feiern. Und es geht um das Feiern. Und das sind genau das gleiche Geburtstage, Geburte, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alle diese Dinge. Das ist in der Agenda drin, um uns einmal im Jahr zu sagen, ja, das stimmt, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Weil wenn man das alles wegnehmen würde, was passiert ist, vieles geht verloren. Und darum baue es ein in einfache Rituale, die zu dir passt. In dem Sinne, ein Mann hat gesagt, ich lese immer, wenn ich mit dem Zug zur Arbeit fahre, ich fahre bewusst nicht mit dem Auto, mit dem Zug, damit ich die Bibel lesen kann. Fahre ich Auto, dann könnte ich natürlich die Bibel Audio hören, aber ich möchte sie gerne lesen. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen. Das Dritte ist, dass man in Beziehungen investiert. Und das ist jetzt auch wieder etwas, dass man eben aktiv ist und nicht nur auf das wartet. Ja, da kommt wieder unser Samenkorn zum Zug, weil du kannst entweder Mauern bauen, wenn die Dinge nicht passen in deinen Beziehungen, dann ziehst du eine Mauer hoch. Oder du kannst eine Brücke schlagen. Und wir wollen in diesem Jahr beten, dass wir Beziehungen leben können, indem wir Brücken schlagen. Also natürlich gibt es Beziehungen, wo du merkst, die tun dir einfach nicht gut. Da musst du einen Punkt setzen, damit Neues groß anfangen kann. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man sich fragen kann, hey, anstatt, ach, die nehmen mich sowieso nicht ernst, das ist eine Chance, um besser zu kommunizieren in deinen Beziehungen. Und lass uns vom Heiligen Geist einfach unsere Beziehungen reflektieren und zeigen, wo wir Brücke schlagen können mit der Kraft des Heiligen Geistes, anstatt beleidigt die Mauer hochziehen und einen Samen säen, der Frucht bringen wird bis in einem Jahr. Also wenn man, sag jetzt mal, Single ist, hat man sehr viele Freundschaften, aber das Problem ist, dass man das nicht überlegt, welche Art von Freundschaften man hat, weil man ist alleine und man hat auch Zeit, by the way, und dann hat man auch viele Dinge, Menschen, die man trifft. Hast du eine Familie, hast du Kinder, merkst du, alleine deine Familie ist schon sehr, sehr viel und dann kommt noch die Verwandtschaft und all diese Dinge und dann merkst du plötzlich, dass die Freundschaften auseinanderbrechen oder sich ein bisschen auseinanderleben, ist vielleicht ein besseres Wort. Und da ist man vielmehr gezwungen zu überlegen, ja, in welche Freundschaften investiere ich. Und Susanne, du hast so 3 Freundschaften aufgeschrieben, weil es ist wichtig, wenn wir über Freundschaften sprechen, ist einfach so, es gibt verschiedene Arten, ich sage jetzt mal, von Freundschaften und mir hilft das zu überlegen, welche Person ist für mich dann was. Und das definiert auch ein bisschen, wie ich das investiere, wie viel Zeit ich investiere, weil also ich bin ja
Pfarrer, das muss ich ehrlich nicht sagen, aber ich habe mega, also bei uns, unser Challenge ist, wir haben tausende von Leuten, die gerne mit uns Kontakt hätten, super gute Leute und ich mache da ein Meeting und da gehe ich und das und was wir festgestellt haben, das ist krass die letzten paar Jahre, die engsten Freunde, die laufen einfach so. Für die hatten wir wirklich die letzten Jahre zu wenig investiert und die kamen auch zu kurz, weil wir gedacht haben, wir haben es eh gut zusammen. Und das ist eigentlich mega gefährlich und auch nicht fair, dass eben dann plötzlich gewisse Menschen, und die sind super gut, einfach dann eben das auch rauben. Und das ist wichtig hinzusetzen und sagen, okay, welche sind dann welche Art von Freunden? Also man sagt, es gibt oberflächliche Beziehungen, das sind die, die du jeden Tag siehst, flüchtige Kontakte, vielleicht auf der Fahrt zur Arbeitsstelle oder beim Einkaufen oder in der Schule, wo auch immer. Und dann gibt es unterstützende Beziehungen, da können Familienmitglieder dazugehören, da können Freunde dazugehören. Und was ich spannend finde, ist, dass man grundsätzlich bei diesen zwei Beziehungsarten bleibt. Aber es gibt auch wachstumsorientierte Beziehungen und das bedeutet, also man weiß ja, in Sprüche 13, Vers 20, das haben wir gestern schon gelesen, da geht es darum, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Und wachstumsorientierte Beziehungen hat damit zu tun, dass man grundsätzlich sind wir der Durchschnitt der 5 Personen, die uns umgeben. Also wenn du schaust, mit wem du Zeit verbringst, weißt du, hast du ein Bild, wer du bist. Aber die Frage ist, hast du Personen, die dich auch persönlich herausfordern, wo du dein gottgegebenes Potenzial entfalten kannst und eben auch wachsen kannst? Weil diese Wachstumsbeziehungen, die fördern das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von allen drei haben. Ja. Und mir hilft das ein bisschen zu wissen, welche Person ist was. Und es ist auch wieder wichtig, es kann geben und es ist auch normal, wenn ich das sage, dass gewisse Freundschaften sich irgendwann auch ausleben. Es ist einfach so. Und da muss man auch nicht ein Drama machen in dem Sinne. Wichtig ist nur, dass man dann irgendwann einfach auch, dann auch mal sagt, ja, es hat sich gewisse Dinge verändert. Und das mag natürlich für das Gegenüber verletzend sein, weil die Erwartungen sind auch wieder unterschiedlich. Aber wir haben so ein paar Menschen in sehr unserem engen Dunstkreis, wo wir jedes Jahr zusammensitzen und sagen, wo machen wir etwas zusammen, also wo gehen wir wandern, wo machen wir Urlaub, weil wir verbringen doch relativ einen großen Teil von unserem Urlaub mit engen Freunden, also das war schon immer so, als wir Kinder hatten und auch ein bisschen älter geworden sind. Speziell wenn sie Teenager werden, lohnt es sich mit ein, zwei Familien in Urlaub zu gehen, weil dann ist immer Stimmung. Weil unsere Kinder sind 23 und 25, die kommen immer noch mit uns in den Urlaub, aber wir nehmen immer jemand mit in den Urlaub, damit wir nicht alleine sind. Also immer überlegen, wer kann man mitnehmen, wo sie mega Freude haben. Das muss man immer wieder auch definieren. Also nimm deine Agenda nach vorne und überleg dir, wen könnte ich in den Urlaub einnehmen? Und da merkst du beim Urlaub jetzt dann schon ein bisschen heikel, weil ich habe viele Leute gesehen, in Urlaub fahren und nach dem zweiten Tag war Streit. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch etwas, was man wie definiert und abmacht, wo trifft man sich, weil das Leben, wenn man Familie ist, und ich weiß nicht, alle haben Familie, ist es einfach, man ist schnell unterwegs und wenn man eben keine Familie hat, dann finde ich, dann überlegt man sich oft zu wenig, weil man macht mit dem ab, hat auch Vorteile, aber es geht dann oft auch etwas von dem verloren. So, einfach so mein Challenge für heute ist für dich auch, dass du einfach dir Gedanken machst, welche sind die unterstützenden, wachstumsorientierten Freundschaften, die ich habe, die sind sehr kostbar, von denen hast du nicht eine Million. Jesus hatte 3 enge Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes. Viele Wunder waren nur die bei ihm, nur die bei ihm. Die waren die Engsten, die waren auch auf dem Berg der Verklärung, waren nur die da, waren nicht alle 12. Es gibt so Kreise und das hat er so definiert. Und wir möchten heute enden. Das letzte Gedanke ist, bete für neue Freundschaften. Das bete ich immer wieder, weil ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die Gott in dein Leben hineinbringen wird, wo du sagst, wow, das bereichert mich. Das ist das gleiche Gebet, wo wir beten, Gott, bringe neue Menschen in unsere Kirchenfamilie, wir nennen es Kirchenfamilie, die uns bereichern, die die Familie schöner machen, die mit ihren Begabungen reinkommen. Und zusammen, du hast diesen Bibeltext vom Tempel genommen, weil manchmal fehlt so ein Stück in diesem ganzen Puzzle, wo wir drin sind. Hast du noch den? Ja,
Also der Petrus, der beschreibt uns ja als lebendige Steine, die zu einem Tempel zusammengefügt werden. Und das zeigt einfach, dass wir Freundschaften, dass wir Beziehungen brauchen. Also hier habe ich den vom Leib. Jetzt schaue ich noch, wo der vom Tempel ist. Genau, 1. Petrus 2, Vers 5, da heißt es, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Christus gehört, nimmt er diese Opfer an. Also es beschreibt, dass wir Steine sind und einzelne Steine sind kein Tempel und das bedeutet auch, dass wir uns verbindlich machen. Also wir sollen zu einem Tempel zusammengebaut werden. Das sagt Petrus. Paulus beschreibt das Bild mit dem Körper, wo wir einzelne Körperteile sind und der Haupt, das ist Jesus und beim Tempel ist es der Eckstein, das ist der Fundament, ist Jesus und es geht einfach darum, sich verbindlich auch wieder rauszuwagen in verbindliche Beziehungen. Ja. Also ich bete für neue Freundschaften. Ich möchte mit dem sagen, dass nicht die alten plötzlich langweilig sind, weil es Neues ist immer spannend am Anfang. Aber ich glaube eben, dass Gott Menschen hinzufügt, die dein Leben wirklich nochmals bereichern. Vater im Himmel, ich danke dir, ich bete jetzt für so Jonathans. David hatte diesen Jonathan, diesen Waffenträger. Und ich bete, dass Menschen da sind, die mit mir trägen, die mich unterstützen, die mich begleiten, die mich motivieren, die mich korrigieren. Und ich bete auch, wie Ruth hatte Naomi in der größten Krise Menschen, die einfach gesagt hat, dein Gott ist mein Gott und wo du hingehst, gehe ich auch hin. Und ich bete einfach für diesen offenen Himmel, dass du hinzufügst und einfach mein Leben bereicherst mit diesen wunderbaren Beziehungen, wo mir hilft, im Glauben zu wachsen, aber auch wo meine, ich sage jetzt mal, meine Seele, meine Bedürfnisse auch gestillt werden und wo wir viele gewaltige Abenteuer mit dir erleben dürfen. Und wir sagen Amen. Amen. Also für heute wünsche ich mir, dass du wie ein Blatt nimmst und mal alles aufschreibst, wo Dinge dich verletzt haben oder wo du enttäuscht bist oder wo es nicht so rausgekommen sind, Erwartungen aufschreibst, ganz ehrlich, dann überlegst du dir, wo kann ich ein Ritual einbauen, um für diese Freundschaften konkret wöchentlich zu beten. Und dann kann es ja auch so sein, dass Gott dir einen Bibeltext gibt und du schreibst diesen Bibeltext. Wir haben einen Freund, der nimmt immer das Smartphone nach vorne, wenn dann jemand denkt und macht eine Sprachnotiz. Man kann ganz einfach zu einem Prophet in dem Sinne werden. Und dann ist das andere, dass man sich überlegt, welche Art von Freundschaften habe ich, das mal für dich definierst. Und das macht dir dann auch klar, wo man dann mehr investiert oder weniger investiert in dem Sinne. Und das dritte ist einfach, dass man sich öffnet für etwas Gott hinzufügt, weil es ist immer interessant, dass Menschen wieder etwas schöner machen. Ich denke an uns, unsere Church am Anfang und jetzt. So viele Menschen kamen dazu und was ich sagen kann, es ist nicht, dass wir eine große Church sind, sondern ich sage, wir sind eine schöne Gemeinde geworden, weil so viele Menschen betragen bei. Alleine die Leute, die gestern mir jemand ein Kompliment gemacht hat, gesagt, euer Parking-Team, das ihr habt, hat er noch nie gesehen in einer Kirche in Europa. Gesagt, so freundlich Leute, die auch im Regen draußen stehen und mit Geduld dir alles erklären. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, das ist ein Ministry von vielen Teilen. Also die machen es schöner, das Erlebnis, wenn man mit dem Auto hinfährt oder wenn man zu Fuß kommt, Leute, wo winken und sagt, schön bist du da. Also, wünsche euch einen schönen Tag, Gottes Segen und denke dran, Beziehungen ist ein Segen von Gott und wir sehen uns morgen wieder in aller Frische oder irgendwann unter dem Tag. Es ist eine Gebetswoche. God bless you. Ciao. Ciao, ciao.